David, dir ist wieder der Satz zu Assassin's Creed 3. Ich habe jetzt endlich gewonnen, hat bloß ewig gedauert. Endlich mal auf den Computerfehler warten müssen, ist halt nicht so spannend. Mal schauen, was da überhaupt dafür geht. Ah, da. Okay, hier geht's rauf. Hört doch aus, als wären wir fast da. Und dann wird alles gut. Bist du dir sicher? Natürlich. Habe ich dich jemals belogen? Nein. Ich traue bloß den anderen nicht. Vertraue, mein Freund. Du wirst sehen. Seht an! Unser geschätzter Gast beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Geht besser wieder zurück in euer Quartier. Das Oberdeck ist kein Ort für Landratten. Das weiß ich auch. Und doch seid ihr hier. Ihr seid ein wahrer Spaß für was? Aber meinten die so leise? Warte mal, ich muss schon mal kurz leiser, lauter mal. Es kann sein, dass es ab und zu nur Sprachlautstärke. Macht man so. So. Mal sehen, wie lustig ihr das findet. Das reicht, Graves. Halt dich da raus! Sie können wieder rumzappeln. Erbärmlich. Gib ihm ordentlich was zwischen die Rippen. Check's nicht. Was soll ich denn machen? Jetzt mach ihn doch endlich mal fertig. Ich will mein Geld haben. Hör dir das an, Hector. Glaubt, er kann hier so rumstolzieren und sich zum Burgherren erklären. Bitte, Jungs. Lass das sein. Wenn der Captain uns Zur sieht... Hölle mit dem Captain. Und zur Hölle mit dir, Mills. Auf wessen Seite stehst du überhaupt? Ist er tot? Ich bin bereit für die nächste Runde. Das wäre unklug. Wieso das? Glaubt ihr denn, ich hätte Angst? Ja. Etwa nicht. Brauch gar nicht mehr machen. Ihr auch. Niemals! Wie gefällt euch das jetzt? Was hat das zu bedeuten? Captain, Ich verlange eine Erklärung, Mr. Kenway. Wir haben nur etwas Sport gemacht zum Zeitvertreib, Captain. Warum vertreibt ihr eure Zeit nicht mit eurer gottverdammten Arbeit? Ich wusste nicht, dass ich euch fürs Herumtollen bezahle. Auf ein Wort bitte, Mr. Kenway. oh, fast vergessen. Da ist euer Messer. Ihr seid mir egal, Mr. Kenway. Ich hatte nur Ärger, seit ihr an Bord gekommen seid. Eure Probleme haben nichts mit mir zu tun. Und womit sonst, bitte? Ihr seid ein Stümper, launisch und grausam. Und offenbar hat eure Mannschaft keinen Respekt vor euch. Schaut aus. Seht, ich will nicht streiten. Eigentlich brauche ich Hilfe. Ja, das ist gut. Ich vermute, ein paar der Männer planen eine Meuterei. Wirklich, welche Überraschung. Da ich keinem von ihnen trauen kann, muss ich mich wohl an euch wenden. Und warum sollte ich helfen? Wenn Sie wirklich einen Betrug planen, bin ich eure einzige Hoffnung, Amerika lebend zu erreichen. Nun, wie sieht es aus? Wenn ihr die Wahrheit sagt, welche Wahl habe ich denn dann? Danke euch. Aber ich stelle klar, wagt ihr noch einmal, mich zu bedrohen oder zu beleidigen, zögere ich nicht, euch selbst den Hals durchzuschneiden. Verstehen wir uns?
Exzellent. Guten Tag. Hauptsache kannst du Wein saufen. Oder Rum oder was auch immer. Reden wir mal mit dem Steuermann. Hallo, Sir. Sieht es nach einer angenehmen Reise aus? Ist eine ruhige Jahreszeit. Stürme und raue See sind natürlich trotzdem denkbar. Aber keine Angst. Schlimmstenfalls wird es etwas unbequem. Ich sorge mich eher um Piraten und Freibeuter. Seid ihr ihnen schon mal begegnet? Ei, aber die Providence ist ein starkes Schiff und die Crew eingespielt. Das wird uns sicher schützen. Mhm. Okay. Ob da vorne einer rumlagern, mit dem wir rein können? Nö. Unser Raum, glaube ich, oder? Ja. Unser Raum. Wir haben ja so nichts mehr zum Tor jetzt. Vorerst. Also das Amulett braucht man mir anscheinend. Das kleine Ding da. Der kleine Ring der Atlantische Ozean Tau 28. Okay, 26 Tage später. Ich denke, dass wir schon ziemlich nah an Amerika dran haben. Mr. Kenway. Captain? Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam ernst. Dann gehe ich besser ans Werk. Eieiei. Mit für Gesundheitsverlust 10%. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich lamm und während wir noch Büchsenfest uns rüberkriegen. Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Mhm. Und er ist super gelaunt aus. Ah, da. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein. Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach, Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. War noch irgendetwas zum Reden? Ah, halt das. Ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt wird schon so ein Stück gibt. Dann gehen wir halt nach da drüben. Und schauen wir, wer da steht. Wer bist denn du? Ihr da. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Habe aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoothie oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Gut zu wissen. Danke.
Gehen wir zum Doktor oder zum Koch? Ja, ich gern zu beiden gehe. Einfach gern echt zu beiden gehe. Ein Wort, Doktor. Habt ihr einen Moment? Geht es euch nicht gut? Aber nein doch. Ich frage mich nur, ob ihr Anzeichen von Ärger an Bord bemerkt habt. Welche Art Ärger? Ungewöhnliche Klagen oder Beschwerden? Streit zwischen Besatzung und Captain oder Ihr tut Passagieren? genau wie James. Ich sagte ihm doch auch schon, dass ich mit meinen Nachforschungen beschäftigt war und nichts bemerkt habe. Und wo finde ich diesen James? Versucht in der Kombüse. Nun entschuldigt mich bitte. Aha. Also war das der Koch? Seid ihr James? Hi, Kenway. Haven Kenway. ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Unauffällig. So, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe? Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwant nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Wie nicht? Danke für die Information. Ich möchte nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. So. Ich hätte gerne mal kurz Helligkeit ein bisschen noch wieder. Ich weiß, die ersten 2 Folgen jetzt hat das früh. Nummerei. Bild. Mal so. Das schaut schon um einiges besser aus. So. Aber sagt mal was und ihr sagt dann auch was. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? Mhm. Ja, wir mit dem Captain reden. Ah, mich können wir da rein. Oh, yeah. Ihr müsst herausfinden, was sie planen. Eure Crew ist sehr schweigsam. Mal sehen, was ich tun kann. Nun, beeilt euch. Ich schnapp mal jetzt 14 auf, was irgendjemand zu uns sagt. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet für solchen Luxus. Es ist Unrecht, dass er sich Lamm und Wein gönnt, während zu Fisch und Zwieback kriegt. Hm. Seltsam. Hm. Äußerst seltsam. Gibt's da nicht noch mehr? Nur noch mitgegangen. Von mir haben wir doch gesitzt auf, ne, da ist Rapper zu reden. Ich glaube, das ist nicht der Captain. Komischer Vogel. Ruhig! Da kommt er! Tut, als würdet ihr arbeiten. Nette Abreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Hä? Ich hatte keine Wahl. War doch schon gerade. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide.
Warum kann ich diese Nummer hören? Wo sind meine Manieren? Louis Mills. Sehr angenehm. Ethan Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein. Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht so. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach, Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Ich denke, dass er vielleicht noch mehr sagt, aber wieso sagt es mal dann auch? Wenn er eh nichts anderes zum Sagen hat. Hüpp, 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 hüpp. Ein bisschen joggen unterm Deck. Allerdings bin ich auch kein Fachmann. So, nehmen wir wieder unser ins Bücherlein schreiben. Im Prinzip müsste der doch ein Assassine sein, wenn er so eine Klinge hat. Atlantischer Ozean, Tag 33. 5 Tage später. Gar nicht so lange Zeit später. Neuigkeiten? Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Auf die Posten, Männer! Macht die! Achtung! Alle runter! Eieiei. Das war ein Warnschuss. Sie wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Bemannt die Kanonen! Macht euch kampfbereit! Und ihr geht unter Deck. Warum? Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Wisst ihr denn, wie man auftakelt? Eine Kanone lädt? Eine Seeschlacht führt? Nein, das dachte ich mir. Nun geht in eure Kabine, oder muss ich euch bringen lassen? Sichert die Luke! Ethan, Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Warum wirklich? Kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Aha. Leider schneller gegangen als wie gedacht. Ich sagte, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Ihr wollt in einen Sturm hineinsegeln? Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Dann tue ich's. Schon gut, schon gut. Ja, ganz eine komische Klinge. Wasch. Später am selben Tag.
Wow. Alles so hell. Wir müssen die Tower sichern! Ich sagte, dass es Wahnsinn ist. Beruhigt euch. Ich werde mich darum kümmern. Zog die Tapfen fest! Holt an den Achterleinen! Holt! Eieiei, so viel Zauber zum Donner. Mach die Schatten dicht! Wir brauchen mehr Fahrt! Gebt Ab mehr in die Segel! Wanten! Sichert die Bitte! Taille! Ihr nehmt den Fockmast! James! Übernimmt den Hauptmast! Hallo. Holt an den Achterleinen! Holt! Schönen Zusatz zählen. Beeilt euch! Ich kann nicht mehr lange! Das Tau ist so nass! Ich rutsche ab! Oh, danke, Dank. Eieiei. Oh, das ist ganz umkippt. Oh, das ist komplett umkippt. Tag 72. 30 Tage später, sprich am Monat. Eieiei. Das ist jetzt Wachs oder Gold? Hm. Was hat er denn gesehen? Dass er ihm so pressiert. Ah. Keiner zum Marine daher. Komisch. Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Aha. Mal rundum.
Schaut nur da schon mega aus. Weil dass ich da ganz umhört bin. Ah ja. Na? Aber wo ist jetzt? So jetzt aufführen, Obi? Also jetzt kannst du mir schon am Arsch lecken. Meine Güte. Nicht so ganz aufhören. Weißt du, einmal falsch kletterst, bist dann der Depp vom Dienst und kannst das Ganze nur mehr aufhängen. Und wieso kann ich einfach frei meine Kamera bewegen? Land in Sicht. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed 3. Sequenz 1, Reise in die neue Welt. Beendet. Volle Synchronisation. Ja, jetzt so zu laden, okay. Muss ich mal kurz denken, ist vielleicht bei Assassin's Creed so voxelmäßig, dass mehr Kanten produzieren können. Sonst kannst du so runden und kannst mit Pixel gar nicht so genau machen. Wäre interessant zu wissen. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Lee, Sir. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch eingebt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Genau, der bin. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, Nun, so lange bis er kommt. Ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Haltet den Dieb! Lustig. Die Kanone und alles. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Einen Gemischtwarenladen finden. Okay. Da ist ein Heuhaufen. Ich ahne etwas. Das ist schon mega cool. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird noch mal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt, Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin, ist mir eine Ehre. Hatham Kenway. Sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir.
Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht ihr, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder hinzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Ist irgendwie Lust, das zu finden, bevor ich was anderes mache. Seiten ist einer von 1733. Gehen wir da rein. Machen wir das mal fertig hier. So. Was braucht ihr, mein Herr? Schwert und Pistole kaufen. Kaufen. Normale Waffen. Normales Schwert. Ach, scheiße. Feuerwaffen. Okay. Okay. Gut, das haben wir. Heute verlassen. Ich bin euch ewig dankbar, Sir. Und alles, was dazugehört, für die Angehörigen kürzlich Verstorbener an. Oh, jetzt ist das. Ich weiß nicht warum. Mir jetzt mal ein bisschen frei rumlaufen können, ohne dass man da... Mein Gott. Verdammt. Okay, wir müssten erst das andere machen. Wir müssten uns erst dann frei bewegen können. Muss ich die Mission nochmal annehmen da? Na, die habe ich schon genommen, okay. Ah. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine... Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein, Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon im Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut, aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Ich glaube, dass er irgendwie das sich für sich selber mich. Weiß nicht warum. Aber ich glaube es irgendwie. Ah, da schaut's noch. Das schaut's nach Green Dragon aus. Oh, schaut's nach Green Dragon aus. Mission beendet. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, eine neue Mission da, wenn es ist. Braver Hund. Ah, okay. Okay. Schauen wir, wie kommen wir auf die Karte. Karte ansehen. Ich darf gerne auf der Karte rumscrollen. Das ist nicht mehr möglich. Hey Gott. Wieso? Ah, so. Mit dem rechten muss ich das machen, okay. Das kann ich natürlich nicht wissen. Entschuldigung. Boah. Danke. So, jetzt bringen wir kurz die Briefe dahin. Weiß nicht, warum ich das machen möchte. Ich habe das nämlich, glaube ich, noch nicht gemacht. Danke sehr.
Frisch von der Farm, rein von der Tür. So, einer fehlt nochmal, ne? Ist leider da. Was da hätte man leicht Healer für Kinder zu dem scheiß Ding. Dem scheiß, wie heißt es jetzt halt? Zu dem Gasthaus. Das war jetzt nicht das Problem, wenn da jetzt mal sagen. Whip. So. Danke. Ah, du hast jetzt 500 gekriegt, oder was? Du hast jetzt echt 500 gekriegt? Ist da die Agenda noch schnell machen? Ja. Kartoffeln, Lauch und Rettiche. Gibt es in Missgate Heads Powder auf der Church-Street. Ja. Ah, da war zwischen gegen mich gewinnen, aber wurscht. Wir müssen mit aufhören. Passt das schon? Hm? Mit wem kann ich jetzt da bitte reden? Also mit dem Händler da drin reden, wo ich vorher ausgegangen bin. Willkommen. Mehr Almanach-Seiten? Nicht wirklich. Eigentlich eher eine Abhandlung. Oh. Um was geht es? Die Vorzüge einer älteren Frau als Liebhaberin. Ehrlich? Das würde ich gern hören. Erstens und offensichtlich, sie sind weiser. Also ergeben sich viel stimulierendere Unterhaltungen. Und andere Dinge werden auch stimulierender. Mehr dazu folgt in einem Moment. Nun gut. Das Argument mit der Erfahrung ergibt schon Sinn. Zweitens, vergeht die Schönheit, müssen Frauen ihren Nutzen vergrößern. Ansonsten werden sie verlassen und vergessen. Alte Frauen, die nicht sanft, mitfühlend und gut sind eher selten. Das klingt etwas verallgemeinert. Ist aber wahr. Jetzt zu drittens. Ältere Frauen empfangen nicht mehr. Also schon wieder eine Sorge weniger. Tatsächlich verringert man auch das Risiko, sich etwas wie die Franzosenkrankheit zu fangen, da diese sich deutlich zeigt oder die Frau längst tot wäre. Und wenn man doch ein Kind wünscht? Dann nehmt eine junge Frau zum Weib. Nehmt die ältere als Liebhaberin. Und das bringt mich zum vierten Punkt. Mit dem Alter kommt Vernunft. Eine ältere Frau wird eure Indiskretionen eher verheimlichen. Ja. Klingt, als wüsstet ihr wirklich eine Menge darüber. Und ich bin stolz darauf. Vielen Dank. Und jetzt der fünfte Grund. Bei jedem Tier, das aufrecht geht, führt der Mangel an Muskelflüssigkeit zuerst am höchsten Ort zur Veränderung. Das Gesicht wird hager und faltig, dann der Hals, dann Brust und Arme. Die unteren Teile bleiben aber so drall wie immer. Wenn man also den Oberkörper einer Frau mit einem Korb abdeckt, ist unterhalb der Gürtellinie eine alte nicht von einer jungen Frau zu unterscheiden. Und da im Dunkeln alle Katzen grau sind, ist das körperliche Vergnügen mit einer älteren Frau mindestens genauso gut und meist besser, da alle kleinen Kniffe durch Übung natürlich auch verbessert werden. Verrückter Bastard. Aber es ist wahr, glaubt mir, ich muss es wissen. Ich habe viele ausprobiert. Das solltet ihr auch mal tun. Wie ein guter Wein werden sie immer besser. Wenn man sie allerdings zu lange alleine lässt, haben einige die Tendenz, sauer zu werden. Und das, mein Freund, ist eine sehr unschöne Erfahrung. In einem wohlgepflügten Feld arbeitet es sich besser, wisst ihr? Gibt es mehr? Aber ja, natürlich. Oh, wie viel hat denn der Nun nur? zu Punkt 6. Die Sünde wird kleiner. Nimmt man eine Jungfrau, übernimmt man auch Verantwortung. Da können ganze Leben ruiniert werden. Das Risiko gibt es bei älteren Frauen nicht. Und das führt zu 7. Junge Frauen tendieren zu Schuldgefühlen. Beklemmung und Unwohlsein gibt es bei älteren, erfahrenen Frauen nicht. Und jetzt komme ich zu meinem letzten Grund, der wirklich außerordentlich einfach ist. Ältere Frauen sind sehr dankbar für jede Aufmerksamkeit. Ihr führt einen zwingenden Beweis, Mr. Franklin. Ich werde wohl selbst einige Proben ziehen müssen. Ich kann es nur empfehlen.
Perverse da. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci.